Was mag wohl in dieser Truhe versteckt sein? Herzteil kann es nicht sein, das weiß ich. Wird es wohl noch mehr Rubine sein? Was so jetzt eher, naja, jetzt nicht so wichtig wäre, oder ist doch ein Stempel, was für 100% doch wichtig ist? Ach, Freunde, ich weiß es nicht. Wir müssen es trotzdem angehen. Und dann willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Ja, heutige Folge geht es ein bisschen darum, aber vor allem auch um die Geisterseelen noch ein paar Stück. Uns sind noch insgesamt 21 und ja, also natürlich nicht direkt alle in der heutigen Folge, ist klar. Ich will trotzdem heute noch ein bisschen die Chance nutzen, um Geisterseelen zu jagen. In der nächsten Folge dann zurück zur Wüstenburg und ab ins Schattenreich. Denn wir sind sonst schon so weit. Und das erst bei Part 75. Eine gute Frage war, kriege ich das eigentlich noch vor 100 Parts hin, das Spiel abzuschließen? Also denke ich mal, Hauptstory sicher. 120 Parts, ja doch, das kriege ich locker hin, das ist kein Problem. Aber halt Drillhöhle bis Schattenhöhle, das könnte insgesamt noch etwa 111 Parts geben, wenn man so vorsichtig das schätzen dürfte. Na, mal schauen. Hi, ja, mein großer Freund, du. Ich meine, der unten will Kohle von uns, der will Kohle. Gut, ich meine, unten brauche ich gar nicht, kann nur teleportieren, aber... So, ich muss irgendwie in der Mitte landen. Und da ist ja auch ein Huhn. Ich habe jetzt sogar ein Zeichen, ob es von dort aus... Naja, quasi pausieren soll. Das war knapp, wie ich sagen würde. Wo ist das Huhn hin? Aber es könnte klappen, Freunde. Nö. Ich bin viel zu tief. Mist, jetzt hatte ich jetzt so einen guten Plan. Du bist einfach nur fehl. Auf die Hütte hier rüber. Verdammt, ich brauche einen besseren Aussichtspunkt. Wie kommt... Da muss irgendwie... Natürlich kein Cheat geben, ne? Das ist schon klar, aber... Da muss es irgendwie einen Trick geben. So, wir langsam Nacht, kurz abwarten. Weil eigentlich müssen gleich mal die Geisterseele erscheinen hier. Da kommt oder erscheint nur, wenn ich nicht in der Nähe bin, weil du auch ziemlich fies. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Das Vieh kommt mir echt nicht nach. So, komm schon. Na gut, nehm nicht. Aber später. Spielt keine Rolle. Ah, 30 Rubine pro Versuch. Oh mein Gott, ey. Will das echt den ganzen Part lang versuchen? Ne, will eigentlich nur so lange versuchen, bis wir die Geistseele haben. Und da in oben so eine Plattform, da muss ich dann vielleicht sogar mal offscreen gucken, wie ich darauf komme. Im Prinzip ist es echt einfach mal so lange im Kreis zu fliegen, bis du halt einen perfekten Spot rausgefunden hast. Da gibt es ja echt irgendwie keine Tricks. Nee, so wahrscheinlich nicht, weil ja, ich kann man nirgendwo irgendwie, sag ich mal, pausieren, wie ich es gerade versucht habe. Dann von dort aus weiterspringen, nee, geht auch nicht. Ich muss echt von hier oben. Dann tut er genau landen, weil das halt bewegt sich ja. Aber ich hoffe, dass nicht nur Rubine drin sind. Also ein bisschen was soll dann schon drin sein. Ja. Du bist wohl sehr flügge. Gibt es hier keinen irgendwie Anhaltspunkt, dass ich irgendwie sagen müsste, da muss doch alle blauen Ringe fliegen? Und das wäre dann... Das war noch eine Geisterseele?
sieht so aus, war ein Insekt. Ich bin, glaube ich, wieder zu tief. Ah, wobei, kann knapp werden. Nein! Oh, oh, Link! Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Ja, ja, wir haben es noch geschafft. Alter, wie selten haben wir diese Plattform erreicht. Das ist okay. Ich scheiß auf das Spiel. Das ist nur fucking Geld. Boah, Alter, das wäre ein Stempel. Aufpassen, wir jetzt runterspringen. Jo, also, letzten 3 Parts läuft's echt Bombe. Also ganz ehrlich, so, also nicht unbedingt Skills, weil aber trotzdem 2, 3 Versuche jeweils, aber also da mit meinen privaten Versuchen noch von Originalversionen auf Gamecube und Wii noch so in Erinnerung habe, ist das ja richtig Hardcore-mäßig. Wir haben es aber echt pro, ja sag echt mal auch für Upgrades, die Bomben sowieso, aber für die Upgrades vom Köcher und so hat aber sicher jeweils mehrere Stunden gebraucht. Und jetzt plötzlich, nö, gar kein Problem. Im Sinne von, lass das mal den Michael machen. Der Michael macht das gut. So. Da hinten doch echt noch eine gesehen. Und dass aus der Entfernung so geschimmert hat, nicht gelb, sondern echt ein bisschen bläulich, müsste es eine sein. Ja, sieht auch so aus. Trotzdem fehlen noch ein paar und da ist vielleicht noch mit der Zora so oben noch ein paar. Kuckuck! Ich bringe ihn zurück zu Giovanni. Und das war's, Kumpel! Das ist Seele Nummer 41. Glaube ich. Jo. Gibt's in der Nähe noch eine? Gibt noch eine. Wo ist denn die? Mein Sushi muss... Der kam da oben. Weil die Lampe so scheint, dann muss sie in der Nähe sein. Nicht nur im Gebiet Ranel selbst. Ne, das wissen wir ja. Oh, wird von hier oben besser, wa? Nö, da ist garantiert nix. Zählt das da oben noch dazu? Nee, kann nicht sein. In Juno kann auch nichts mehr sein. In der Höhle sowieso nicht, aber schon geholt. Hä? Das Spiel verarscht mich echt. Gut, gibt noch eine Variante. Warpen und zwar, mal gucken, wir sind ja hier, war genau. Und dann, oh scheiße, geht gar nicht gut warpen. Ausstand nochmal, war. Ach ja, die Jagd nach Geisterseelen. Als gäbe es nichts Schöneres. Ein bisschen schade, dass ich die Geisterlaterne nicht als Wolf schwingen kann. Ich meine, die Fresse nehmen, warum nicht? Ja, hier ist noch ein, aber eben die Frage ist, wo genau. Hauenstadt selbst ist keine, das wissen wir. Südlich, zweifel auch ein bisschen. Einfach kurz hier unten. Der muss ja so ein bisschen. So, jetzt können wir. Eine Geistersoul. Das war Nummer 42. Jetzt hat es hier keine mehr. Okay. Ich glaube, das im Spiel mal. Uns fehlen insgesamt auf hier in der Ranel, ja, Gebiet Ranel natürlich. Fehlen uns noch insgesamt 4 Geisterseelen. Sehe ich gerade auf dem Gamepad. Ah, das Gamepad ist so viel komfortabler. Nicht Gamepad. Doch, Gamepad stimmt schon.
Habe gerade in die Gameplay gesagt und pro Controller gedacht, kurioserweise. Vier Stück, da bin ich sicher relativ schnell. Wenn ich intensiv nach Suchen gehe. Die habe ich schon geholt. Ja, also die Hunde schon wieder. Da wird kaum eine sein. Vielleicht jenseits der Brücke. Kuckuck! Tut mir leid, keine Zeit. Oh, die Raben. Die Raben sollen sie doch selber schlagen. Hier war ich schon überall ein bisschen. Ich glaube nicht nachts. Hier ist noch irgendwo eine. Das Gebiet ist gemäß meiner Karte ziemlich groß. Kann natürlich überall sein oder eben direkt vor meiner Fresse. So, ihr lieben Kumpel, dich schnapp ich mir. Ja. Bei Gelegenheit. Was haben wir eigentlich für einen Mond? Abnehmender war. Der Mond, er muss abnehmen. Mit dem Mann im Mond und dem Mondgesicht. Kuckuck. Ich kann sagen, wieso hat es nicht geklappt? Und da haben wir die Geistersoul. The Soul of Ghost. So. Jetzt ist sie auch ruhig. Sehr schön. Dann waren es bloß noch 3. Ja gut. Kanal selbst ist, wie wir wissen, ziemlich groß. Es kann natürlich hier noch irgendwo eine sein. Oder wie ich eben eher denke, hier oben noch irgendwo. Eben 3 Stück sind es noch, weil die uns hier fehlen. Und dann müssen wir eigentlich auch noch Kakariko zuerst mal abschließen. Ne, in der Höhle selbst ist keine. Gut. Ja, wäre auch ein bisschen auffällig, was wir die Zora selber entdecken. Hier ist auch keine. Okay. Das hingegen wundert mich doch ein bisschen. Geronimo Jim! Wow. Da unten ist noch nichts Interessantes. Vielleicht aber doch. Da geht doch noch relativ schnell die Puste aus, wa? Ja, ist sehr gut. Ich habe hier meinen Wasseranzug. Wasseranzug. Das Surgewand! Wow, wie ich sagte, nichts Interessantes. Menno. Naja, fließen wir halt wieder Fluss runter.
und schauen uns hier unten um. Wobei aber zwar, was hier irgendwas ist. Da hätten wir jetzt wieder was zum Sprengen, aber nee, da wird nichts drin sein. Da ist ein Insekt, haben wir da gesehen. Hier ist auch nichts. Wo zum Henker? Das stimmt mir doch gerade ein bisschen nachdenklich. Die Abkürzung nach Hyrule nehmen. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir zurück nach Kakariko. Weil die jetzt großartig suchen gehen. Der kann ja auch sonst dann wirklich quasi im Abschluss des Spiels noch machen. Oder neben Offscreen. Was haben wir hier noch Schönes? Wenn man ein Teil der Barriere von Schloss Hyrule irgendwie unter Wasser ist. Naja. Hat sich ja gelohnt. Oder eben auch nichts. Gut, ja, immerhin wissen, hier gibt es noch welche, wo auch immer die sein sollen. Natürlich nachts über, ist klar, aber trotzdem. Ich war doch hier eigentlich schon... Was ist da hinten los? Ich war doch eigentlich schon überall. Ja, ganz sicher, also. Wo hier etwas sein soll, puh. Hier sowieso nicht, noch ein paar Viecher. Ich glaube, hier war ich auch noch nie. Och nö, ernsthaft? Ja gut, komm, da bringt so nix. Wupp. Und wupp dich. Und dann mal guck dich. Naja, wir haben bald das Maximum. Schön, aber was haben wir davon? Ist eine Truhe da? Da kann jetzt sein, wie sollen da rankommen? Das erinnert mich gerade ein bisschen an Super Mario 64. Ja, das ist jetzt mal fies. Das war verdammt fies. Nee, ist relativ simpel. Aber generell, Leute, die haben noch nie gesehen. Ist die neu? Nicht per wohl gewaschen? Nee, mein generell, also... Ich war hier noch garantiert noch nie. Ja, vielleicht deswegen Julianisch F. Wo hier noch überall Truhen versteckt sind. Ja, wie gesagt, zum Mario 64, da hatte man halt keine Nische zum irgendwie trotzdem noch reingleiten. Nee, da musste man mit einer Spezialtruhe Mario quasi durchsichtig machen. Was eigentlich eher Luigis Spezialfähigkeit ist, aber trotzdem. Dort hat das halt so geklappt. Sonst irgendwas Verstecktes hier unten, wenn ich schon mal dabei bin, wa? Aber der Part ist sowieso gleich im Arsch. Ich armer Barsch. Es fehlen halt noch hier 3 Geisterseelen, aber kriege ich die echt noch so, wie ich es gerne hätte? 43 Hammer heißt insgesamt. Alter, bin ich gerade erschrocken. Jo, insgesamt fehlen dann noch 17 Stück. Das kriegen wir noch locker. Habe ich gerade 17 Stück gesagt? Ja, stimmt sogar.
kam denn der Typi plötzlich her? Wieso habe ich den nicht gesehen? Ich verstehe das ja selber gar nicht. Wie es jetzt ausspielt, wird es gleich in der Nacht oder soll man es lieber abschminken? Lieber abschminken, ja? Naja, toll. Die können theoretisch überall noch versteckt sind, egal sind, aber eben hier oben müsste ein paar geben und eigentlich die letzten 3, wa? Der Gebietkanal ist nicht mehr so groß. Ja, da ist ein Goldinsekt, schön, aber ich hab schon alle. Hi, Kumpel! Boah, sogar 3-mal, krass. Nö. Das lohnt man dem Vieh jetzt gar nicht. Und es wird einfach nicht nah, das ist doch ein Scheiß. Naja. Gut, Freunde, das war ein hübsches Experiment, bringt aber nichts mehr, deswegen ganz kurz warpen zum Auffüllen. Mal ganz kurz zurück zu Quellenkarg Rico, geht eigentlich meist am schnellsten. Und dann nächste Folge auf zum Schattenpalast, vor dem ich doch ein bisschen Respekt habe. Vor allem, ja, nee, sag mal so, wenn man halt zum ersten Mal betritt, dann war er nicht unbedingt gruselig, aber schon ein bisschen spooky-mäßig, dass man sich denkt, Schreckfaktor doch relativ hoch. Und vor allem der Endkampf gegen Santo, der wird geil. So, hier fehlen noch 3 Geisterseelen. Den meisten halt in der Gerudo-Wüste. Na, Kleines? Jo, ist ein Prinz, also von dem her, warum nicht? Also, mittlerweile der König, weil die Königin ist gestorben. Die arme Königin. Kein Problem, Kumpel, kein Problem. Entschuldigung, wollte gar nicht. Na, ja, ist ein ziemlich guter Fang. Also für dich vielleicht, für mich eher weniger. Ja, bei Link sowieso, ja, von wegen da immer. Er und Zeldas schick aneinander gekettet. Ja, von wegen, hier der Elia plötzlich. Naja, was dem auch sei. Nochmal danke fürs Zusehen. Nächster Part, ab zu Santo. Bis dahin, ciao zusammen.